Der Wander geht so löser benennen und noch die Lastleute müssen aus ihrer Skivakanz rumsehen. Die Lisa nicht mehr wären noch Skiführen und hatten natürlich auch eine Kamera dabei. Blauen Himmel, Bierger, viel Schnee an Ski op der Schëlle. So stelle wir et eis all vier. De Wandersport ass eng vun den beleefteste Vakanze vun de Lützebäier. An natilech hu mehr auch eis Skisachen angepackt an eis op de Wee fir an Bierger gemacht. Dat klenk Diefchen Erwald Fos vun der Zugspitze war eis Destination. Wir waren awer net nimmen do fir vun der Skipisten ze profitéieren, mir hun eis socht vorgestalt, fir iwwer habt hammerte Kulissen vun eiser Skivakanz ausgeseit. Dafür haben wir erstmal am Torsten getroffen, den er zu dem Thema mehr erklären kann. Mein Name ist Thorsten Riedl. Ich bin Geschäftsführer der Erwalder Wettersteinbahnen und bin seit 3 Jahren hier jetzt praktisch verantwortlich für den Skibetrieb. Also die Hauptschwierigkeit meines Berufes ist der Schnee, um das mal so auszudrücken. Ohne Schnee geht gar nichts. Wir haben einmal vor Weihnachten immer so 3, 4, 5 Tage, wo es richtig kalt wird. Da können wir dann Schnee produzieren, da machen wir dann große Schneehäufen. Die werden dann meistens so kurz vor Weihnachten verschoben, sodass es eine zusammenhängende Piste wird oder ein zusammenhängendes Skigebiet. Uns würde aber auch noch interessiert, was der Unterschied zwischen der Winter- und der Sommersaison ist. Also wir haben einen ganz gravierenden Unterschied im Sommer und Winter, weil wir haben im Sommer geschlossen im Moment noch. Also es kann passieren sein, dass wir irgendwann mal im Sommer öffnen. Weil ihn halt doch heuerst du von Accidenten mit den Skiliften hört, wollte mehr wissen, ob es an diesem Skigebiet auch schon Probleme damit hatte. Also mit den Liften haben wir noch keine Probleme gehabt. Also wir haben eine kindersichere 6er-Sesselbahn hier. Dann haben wir drüben den Wettersteinlift und seit es in 20 Jahren gibt, ist eigentlich nie was passiert, großartig. Wie den Torsten so schön gesagt hat, auch nicht schnell geht nicht. An das lebe mehr gern. Nur im Gespräch sind wir dann auf Wettersteinbahnen mitgeholt gehen. Da das den Hauptsitz von den Leuten, die für die Skipisten zuständig sind. Da haben wir den Bernhard beginnt. Hier hat uns auch erklärt, was seine Aufgabe sind. Ich bin der Klotz Bernhard. Meine Position war, an jedem Lift zu arbeiten, alles durchzumachen von A bis Z. Und jetzt bin ich vom Betriebsleiter der Stellvertreter. Die Schwierigkeit meines Berufes, es sind tagtägliche Reparaturen schnell und sicher zu lösen. Die Koordination von den Arbeitern und krankheitsbedingte Ausfälle, Schnupfen, Husten, Männerschnupfen und so weiter zu lösen und einfach schauen, dass alle Lifte funktionieren. Der Bernhard hat uns dünn geschlagen, für als die wichtigsten Plätze für seine Arbeit zu weisen. Da hat es geherrscht, Kamera gut unzuhalten, weil mit 90 km/h ging mit dem Schneemobil die Berge runter bis bei der Garmskasee. Da sieht man den Speicherteich, den braucht man, dass man kurzfristig enorme Wassermengen zur Verfügung stellen kann für die Beschneiung, weil ohne Kunstschnee ist leider nicht immer die Schneesicherheit da. Und jetzt sieht man da drüben, da wird nachgepumpt. Wir nutzen jede freie Minute das Wasser wieder aufzufüllen. Und ich zeige euch jetzt gleich die Pumpstation. Da sieht man, wo es abgeht, wenn wir Schnee machen. Weil das Skigebiet sich über 1000 bis 1500 Meter durchzieht, gehen ein paar Pumpkreiser gebraucht. Die konnte man dann an der Pumpstation gewiesen. Dort hinten kommt das Wasser aus dem Teich raus, geht immer zuerst in eine kleinere Pumpe, in eine Vorpumpe und dann in die großen Pumpen, Hochdruckpumpen. 56.000 Kubikmeter fasst unser Teich und 2-mal schneiden wir den ungefähr pro Wintersaison raus. Aber weiter geht es. Wir fahren zurück auf die Piste, wenn wir bei einer Schneekanone stehen bleiben, die wichtigste Maschine aus einem Skigebiet. Und das ist eine Propellermaschine. Darunter versteckt sich der Kompressor. Der bläst an dem äußersten Ring, an den Düsen, wird Wasser mit Luft vermischt. Nukleatoren nennt sich das. Und die sind dafür da, dass der Schnee sich kristallisiert und dann zu Kunstschnee wird. Dann kommen wir zurück auf die Wettersteinbahn, wo der Bernhard uns dann an das Herz zum Skigebiet mithält. An ihrem Büro, wo Lies als ganz herzlich Stier abmischt. Hallo. Das ist sozusagen die Kommandozentrale über die Beschneiung. Von hier haben Sie den Überblick über alle sämtliche Geräte. Und hier kann man alle Einstellungen vornehmen. Man kann Kanonen starten, abschalten. Man sieht Fehlermeldungen, wenn zu wenig Wasserdruck ist, wenn Pumpanlagen ausfallen. Hier sieht man die Starttemperaturen, ab wann die Kanone startet. Wassertemperatur spielt natürlich auch eine große Rolle. Umso wärmer das Wasser, umso später kann ich Schnee machen, umso kälter muss die Lufttemperatur sein. Hier sieht man, auf welchem Hydrant, wo die Kanone platziert ist, dass im Fehlerfall das CO zuordnen kann. Wenn ich Nummer 3 hat Filter verschmutzt, dass ich weiß überhaupt, wo ich hinfahren muss. Hier ist der Speicherteich, wo wir soeben gesehen haben. Da die Pumpstation. Und da sieht man jetzt gut, das ist das komplette Skigebiet mit 3 Pumpenstränge. Jede
Nummer ist eine Anzapfstelle, wo man eine Kanone oder eine Lanze aufstellen könnte. Die Karten braucht man einfach, dass man einen guten Überblick hat, wenn man bespricht, wo Schnee fehlt, wo eine Kanone hin muss, dass die ganze Mannschaft einfach zusammenarbeiten kann. Jetzt sind wir hier bei der Dreiersesselbahn. Das ist ein Baujahr 1985. Ist fast schon eine Sehenswürdigkeit. Dieser Lift ist ein Dreiersessel. Dreiersessel ist ein ganz seltener Lift. So, der Skitag ist zu Ende. Jetzt werden alle Sessel, die was auf der Strecke auf dem Seil hängen, werden jetzt in den Bahnhof gefahren. Von Regen, Schnee geschützt. Das ist viel Arbeit bei dieser Bahn. Da muss alles händisch, manuell bewegt werden. Jeder Sessel muss händisch weitergeschoben werden. In der Früh beim Start, da müssen alle Sessel wieder händisch rausgeschoben werden in die Bahn. Da wird auch zusammengeholfen und die Bahn komplett bestückt mit 106 Sessel. Das ist das Herzstück unserer Sesselbahn, der Motor, Gleichstrommotor. Hier sieht man gut die Bremsscheiben. Das ist die Betriebsbremse. Man hat 2 Bremsen bei dieser Bahn. Das ist die zweite Instanz für die Bremsen. Wenn die erste Bremse versagt oder Getriebebruch oder die Kardanwelle bricht, dann gibt es immer noch die zweite Möglichkeit, über die Sicherheitsbremsen direkt auf die Seilscheibe wirkend die Bahn stillzusetzen. Nachdem es mal einen von ihren Skilifter erklärt konnten, sind wir nach an Garage bei Traubemat geholt gehen. Ja, ich bin der Gerhard und ich arbeite am Wetterstein, circa ich glaube 16 Jahre. Der Beruf ist erst Pistenrettung, bin ich noch gleichzeitig. Und ich habe noch eine Ausbildung vom Alpinmedic, Sani, und halt die Piste präparieren. Ja, Schwierigkeiten sind am Gelände, muss man die Höhe einschätzen, wie viel Schnee wegnehmen. Die Maschine die funktioniert mit dem Diesel und wird über Hydraulik angetrieben. Und die Fräse da hinten, die braucht ca. über 100 PS und die ist hauptsächlich die Piste richtig auflockern und schöne Gerade machen. Wir haben aber nicht nur beim Bernhard, aber beim Gerhard an die Kulisse geguckt, wir haben auf der Galmsalm, ein kleiner Hüt auf der Piste. Da haben wir mit Laura geschwärzt, was seine Mama an der Vakanzen immer helfen könnte. Wir haben halt gefragt, was die Schwierigkeiten für seinen Beruf sind. Ich glaube, die Schwierigkeit ist es, dass man, obwohl man natürlich gestresst ist, wenn viel los ist, Ruhe bewahrt und vor allem auch freundlich bleibt und den Gästen in Ruhe erklärt, warum es gerade eventuell länger dauert und dass man immer ein Lächeln im Gesicht hat. Weil Laura ja die ganzen Zeiten am Kontakt mit den Leuten ist, haben wir halt gefragt, wer die nervösen Skifahrer für hat sind. Am nervigsten sind die, also wir sagen umgangssprachlich die Cherries, die meinen, sie haben es absolut drauf und eigentlich ganz so gar nicht, wenn ich das so sagen darf. Die Brille hier haben und der Helm fängt erst hier an. Das sind die Cherries, also das sind mit Abstand die nervigsten. Die meinen, sie sind seit sie 3 Jahren sind auf den Schienen, obwohl sie es erst vor einer Woche gelernt haben. Wir wollten aber auch noch wissen, wer ein Unterschied zwischen der Sommer- und der Wintersaison und ob der Galmsalm gehen. Es gibt große Unterschiede. Im Sommer sind wir viel mehr auf Veranstaltungen spezialisiert. Wir haben viele Hochzeiten hier und der Tagesbetrieb ist eher ruhiger und im Winter liegt der Schwerpunkt definitiv im Tagesgeschäft. Wir haben zwar Rodelabende, aber die Haupteinnahmen kommen tagsüber rein. Die meiste Freude ist eigentlich, dass es ein sehr positiv besetzter Beruf ist. Also wir arbeiten nur für die Menschen, die kommen, um genießen zu wollen, die ihre Ferien genießen, die essen wollen. Also wir haben eigentlich niemand, der schlecht gelaunt ist und das macht schon Freude. Und das haben wir auch gemerkt. Die ganze Equipe ist gut drauf und so viel den sich direkt wie daheim. Der Toten ist Janin, hat geht noch auf die Uni, er schafft als seine Vakanzen noch auf der Galmsalm. Marion hat gefragt, wie hat die stressigen Alltag als Service überwältigt. Wenn es stressig wird, einfach einen kühlen Kopf bewahren, das ist immer so das Schwierigste, dass man einen Schritt nach dem anderen macht, sich nicht stressen lässt, auch wenn mal viel los ist. Im Winter ist halt definitiv mehr los, wegen dem Skibetrieb. Man hat halt immer mehr Stress. Im Sommer ist das alles mal ein bisschen entspannter, weniger Leute. Seit dem Sommer finde ich es halt schön, wenn einfach die Sonne scheint, man hier oben ist, man nach der Arbeit in den See springt. Wir haben auch viele Hochzeiten, also eigentlich jedes Wochenende sind Hochzeiten im Sommer. Im Winter ist halt auch schön, wenn Skibetrieb ist, wenn es draußen schneit. Fasching ist schön zum Arbeiten und wenn halt, ich mag es auch, wenn es dann mal viel los ist und man was zu tun hat, ist auch schön. Und noch vom Janin wollte man wissen, was wir halt die nervösen Skifahrer sind.
Das klingt jetzt gemein, aber die es gar nicht können und immer vom einen zum anderen Pistenende fahren. Oder die es nicht können und einfach geradeaus runterfahren und es gar nicht unter Kontrolle haben, die sind noch schlimmer. Nachdem wir all die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten, begleiten konnten, haben wir als Skivakanz mit anderen AFOer geholt. Weil wir alle wissen, wie viele Leute Tag für Tag arbeiten, für das mehr als Vakanzen können genießen. An diese Gedanken werden wir auch in Zukunft am Hanakap behalten. De Bänner nech so viel an der Skivakanz erlieft, wie der lo kommt gesinn. Min awer zudems und nach Menungen vun den Awohnern Touristen gefrot iwwer Skivakanz an dem Welt. Was assoziierst du als Awohner am Begriff Wandersport? Ja, mit Winterferien, das bedeutet für mich Stress, wo andere Spaß haben. Aber mir macht es Spaß, wenn andere Leute glücklich sind. Viele Leute, wenig Zeit zum Skifahren. Ich assoziiere Hütten, das Leben in den Bergen, Skifahren, Panorama, Aussicht, einfach mal Familie genießen, auch mal die kalte Jahreszeit genießen. Also für mich ist das immens schön, wenn du gemütlich kommst, kann auch rauffahren. Das ist einfach Vakanz. Winter hat für mich auf jeden Fall was mit Schnee zu tun. Es wird leider immer weniger in letzter Zeit hier, aber gut, man kann ja immer das Beste draus machen. Winterferien ist Ruhe, ist Familie, ist für uns Silvester und ist Ehrwald. Für mich ist das Schnee, Kahl und Glühwein. Et ass jo bekannt, dass der Wandertourismus Umweltprobleme mat sich zieht. Wie seht ihr das dann? Das ist nicht anders als wie Formel 1 oder wenn ihr auf mir fährt, Schiffer. Also das, ja, ich denke, wenn ihr nicht so viel auch Piste möchtet, ist das schon, ja, das ist aber okay, denke ich. Es ist schwierig heute zu sagen, was trägt nicht mehr zur Umweltverschmutzung bei. Ich denke, wenn man einigermaßen bedacht mit der Umwelt umgeht, wenn man auch als Tourist seinen Müll nicht einfach in fremden Orten irgendwo hinschmeißt, sondern einfach auch respektvoll mit der Natur umgeht, warum sollte man es nicht machen? Welche Umweltverschmutzung? Eigentlich weiß ich nicht, ob da so viel Umweltverschmutzung ist. Wintersport ist seit Hunderten von Jahren gemacht worden und ich denke nicht, dass man sich zu sehr einschränken sollte. Man soll einfach nur Rücksicht nehmen auf die Natur. Ja, wenn von den Lifter ausgeht, ja, mit föderal Schneekanonen, mehr profitieren so gerne vom Skifahren. Mehr denke im Moment auch nicht drin. Wenn die vielen, die abseits der Pisten fahren und so weiter, da sage ich, das ist umweltbelastend, umweltschädlich und das dürfte nicht passieren. Also Verschmutzung wisst ihr jetzt nicht, weil wir haben Strom, der kommt von Wasserkraft. Also vielleicht der Tourismus, wenn sie mit Autos kommen. Meiner Meinung nach ist es nur ein ganz geringer Teil. Alle schimpfen immer über den Wintersport, aber die Umweltverschmutzung, die Kreuzfahrtschiffe oder Ähnliches erzeugen, daran denkt niemand oder davon wird selten gesprochen. Also ich sage mal, ich sehe das ein bisschen anders, weil wir erhalten zum Beispiel die Natur in den Bergen durch unsere Beschneiungsanlagen. Deswegen finde ich, ist der Wintersport durchaus zu verschmerzen, vor allem weil in Österreich bzw. Tirol jeder 5. vom Tourismus lebt. Also man kann es sich nicht wegdenken und die Wirtschaft wird sonst auch nicht laufen.